Im Kapitel 11 vom Hebräerbrief werden uns die sogenannten Glaubenshelden und Glaubensheldinnen vorgestellt. Helden sind das 8 der Zahl, Heldinnen 2. Die zeigen uns, wie man glauben kann, wie das ganz praktisch aussieht, weil für uns ist Glauben manchmal so ein Allerweltswort. Und wenn wir nach einer schriftlichen Definition fragen, was Glauben denn im biblischen Sinn ist, dann finde ich, ist der erste Vers vom Hebräer 11 ganz eine gute Definition. Da heißt es in der Elberfelder, in einer sehr wörtlichen Übersetzung, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. In der Schlachterübersetzung, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ähnlich tönt es so bei Martin Luther, den habe ich Hoffnung für alle genommen. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und dann hat mich halt interessiert, wenn man Wort für Wort übersetzt, das tönt halt holprig. Es ist aber Glaube eine hoffende Erwartung eines nachweisbaren Dings, eines Pragmatons. Und pragmatisch heißt ja praktisch, das man nicht sieht. Zusammengefasst sagen wir, all die Bibelstellen, beim Glauben handelt es sich um Tatsachen, wo man aber noch nicht sieht im Moment. Der Glaube bringt den Brief zum Briefkasten und lässt ihn fallen. Der Unglaube bringt den Brief auch zum Briefkasten, haltet ihn aber an einer Ecke fest und wundert sich, warum die Antwort ausbleibt. Glauben heisst eben fallen lassen, sich fallen lassen. Mir ist sehr wohl bewusst, dass ich sehr gläubige Menschen vor mir habe heute Morgen. Ihr seid alle sehr gläubig. Ich habe niemanden entdeckt, der den Stuhl geprüft hat, bevor er abgehockt ist, ob der noch stabil ist. Es hat auch niemand gross raufgeschaut, ob die Träger da oben stark genug sind, ob das Dach nicht einstürzt. Vielleicht sind wir alle zusammen über irgendwelche Brücken oder Bahnübergänge gefahren, ohne uns gross Gedanken zu machen, ob das gut kommt. Oder wer eine Firma gründet, der muss auch einen grossen Glauben haben, nämlich, dass das Ganze etwas bringt, auch längerfristig. Wahrscheinlich haben ja viele unter uns ein Medikament eingenommen und ist davon ausgegangen, dass in diesem Medikament das drinnen ist, was auf der Verpackung steht. Finde ich fast ein bisschen fahrlässig. Seid ihr denn sicher? Im Alltag schenken wir unglaublich vielen Menschen unser Vertrauen. Wenn es aber um Gott geht, dem, wo man am meisten könnte und sollte vertrauen, dann tun wir uns oft so schwer. Das ist ein bisschen beschämend. Ich habe hier einen Stuhl gefunden heute Morgen, wo niemand drauf gehockt ist. Und ich traue dem also nicht so ganz. Sieht zwar schon stabil aus, aber wenn da niemand drauf sitzt, ich weiss nicht. Ich glaube, ich tue lieber im Stehen predigen. Bevor ich uns nahelege, was Glauben ist, möchte ich noch ein paar Worte sagen, was Glauben eben nicht ist. Glauben ist keine Vermutung. Der David hat es schon angetönt. Am meisten verbreitet ist das Missverständnis, der Glaube sei die Summe von allen religiösen Vermutungen, die ein Mensch hat. Weil der deutsche Sprachgebrauch legt das nach. Man vermutet etwas und sagt, ich glaube, der Zug auf Basel fährt 9:22. Und das sagt man, ich glaube, wenn man nicht sicher ist, oder? Im deutschen Sprachgebrauch.
Glauben ist auch mehr als einfach Moral. Der Glaube nur als eine höhere moralische Lebensform zu definieren, ist zu tief gegriffen. Es gibt Menschen, da könnte mir eine dicke Scheibe abschneiden. Die Menschen sind wirklich bewundernswert, aber gute Taten sind eben noch keine Garantie für den Himmel und schon gar kein Billett dafür. Weil in der Bibel heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Und Glaube ist auch weder Fanatismus noch Fatalismus. Glauben heisst manchmal gerade für streng glaubende Menschen, sich eine Sache nur fest genug einbilden, sie für wahr halten und sie unter keinen Umständen aufgeben. Also Glaube ist so etwas wie der Protest gegen die Wirklichkeit. Glauben kann an den Realitäten zerbrechen. Andere machen gerade das Gegenteil und begeben sich in Fatalismus. Hier wird alles, was uns ankommt, als unabänderliches Schicksal angenommen. Es ist Gottes Wille, also beuge ich mich dem Schicksal, wo Gott will oder wo er wenigstens zulässt. Da muss ich sagen, da ist mehr Islam drin als Christentum. Wie glauben wir denn richtig? Ein Ausleger sagt, eigentlich entspricht das Leben im Glauben nicht unserer Natur. Weil wir alle zusammen möchten zuerst fühlen und erleben, dass der Glaube trägt, bevor wir handeln. Und Glauben geht eben andersrum. Wenn Gott uns etwas verheißen hat, wenn er uns etwas zuspricht, dann sollen wir handeln, im Glauben handeln. Und das Erleben kommt erst nachher, nachdem wir den ersten Schritt da haben. Wir wollen das Urvertrauen zu unserem guten Gott immer wieder einüben. Er meint es gut mit uns. Und Glauben heisst auch, dass man lernt, von den eigenen Unmöglichkeiten wegzuschauen auf Gottes Möglichkeiten. Dass man mit denen rechnet. Und jetzt habe ich mir aus diesen Glaubensheldinnen und Helden 2 Personen herausgepickt, die wir heute ein bisschen näher anschauen. Der erste ist der Noah. Noah, der verlachte Glaubensheld. Aus 1. Mose 6 und den folgenden Kapitel erfahren wir, wer der Noah war. Und er macht mir sehr einen aktiven Eindruck. Ein Mensch, so sagt die Bibel, der mit Gott gelebt hat. Er wandelte mit Gott. Also übersetzt, er ist mit Gott spazieren. Und gross über seinem Leben steht, Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das hat man sehen. Der Noah war ein Mann, der auf die Stimme Gottes gehört hat. Und er hat dann aber auch gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Er hat eben ein Zeichen gebaut. Die Arche, das Riesending. Er hat mit Wort und Taten predigt. Im 2. Petrus wird er als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Wenn man das ganze Leben von Noah anschaut, hat er ein bisschen weniger Erfolg gehabt. Nur die eigene Familie ist gerettet worden und die Tierwelt. Der Noah ist als Retter so ein bisschen das Abbild von Jesus im Alten Testament, nur dass der Noah ja sein Leben nicht hätte müssen lassen. Und jetzt hat mich interessiert, was wird aus dem reichen Leben von Noah im Hebräerbrief aufgenommen. Und es ist ein massiv gekürzter Lebenslauf mit ein paar wenigen Highlights. Wir lesen nämlich, auch Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Er baute ein großes Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Deshalb wurde er mit seiner ganzen Familie gerettet. Durch seinen Glauben wurde der Unglaube der anderen Menschen erst richtig deutlich. Und durch diesen Glauben fand Noah auch Gottes Anerkennung. Noah hat Gott geehrt,
indem er geglaubt hat und gehorsam war und so ein Riesending von einem Schiff auf trockenes Land gebaut hat. Er hat sich glaubensmässig von seiner Umgebung abgehoben und das hat ihm Gottes Wohlgefallen eingehandelt. Sein Handeln hat ihn aber gesellschaftlich gesehen zu einem Aussenseiter gemacht. Und der Glaube von Noah, der war so praktisch, dass er wahrgenommen worden ist. Also ein Schiff von etwa 130 Meter Länge, 22 Meter Breite und 14 Meter Höhe, das kannst du nicht einfach heimlich in der Garage zusammenbauen. Was der Noah und seine Söhne gebaut hat, das ist gesehen worden, das sind Fragen gestellt worden, das ist beurteilt worden. Und ich denke, wenn es zur damaligen Zeit schon Psychiater gegeben hat, der Noah wäre so einem vorgeführt worden. Ich habe mich versucht, als Anwendung ein bisschen in die Geschichte hineinzudenken. Wem unter uns macht es nichts aus, für dumm, unterbelichtet, nicht ganz zurechnungsfähig, naiv und für blöd gehalten zu werden? Wir alle zusammen sprechen auf solche Sachen an. Wenn es um den Glauben geht, überkommen viele von uns so ein flaues Gefühl, wenn man da unter Kollegen ist und das Gespräch auf das zu reden kommt. Ich bin dem ein bisschen nachgegangen. Es wird einem ja sehr schnell vorgeworfen, Menschenfurcht ist da im Spiel. Und ich bin da nicht so ganz sicher, ob das so passend ist. Es ist doch vielmehr die Angst, wir werden belächelt, wir werden als unterbelichtet eingestuft, vielleicht ein bisschen als leichtgläubig. Und warum eigentlich scheuchen wir die Scham so sehr? Scham ist eine Emotion, die tief mit unserem Überleben verknüpft ist. Von unserer Veranlagung her bedeutet Scham, von der Gruppe ausgeschlossen zu sein. Und das hat in Urzeiten der sichere Tod bedeutet. Aus psychologischer Sicht ist die Angst vor der Scham darum so intensiv, weil sie unser Selbstwertgefühl angreift. Scham sagt nicht nur, dein Verhalten ist falsch gewesen, sondern du als Person bist fehlerhaft. Du liegst falsch, du spinnst. Im Gegensatz zu Angst oder Wut aktiviere Scham das Nervensystem so, dass wir uns weder wehren noch weglaufen können, sondern wir würden am liebsten im Boden verschwinden. Uns unsichtbar machen. Okay. All das hat der Noah auf sich genommen. Noah glaubte Gott und befolgte gehorsam seine Anweisungen. Der Preis, den er für sein Glauben gezahlt hat, war hoch. Noah, der verlachte Glaubensheld. Doch, wir wissen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Und der Ausgang der Geschichte kennen wir. Die Sintflut ist dann tatsächlich gekommen. Und hat alle umgebracht, die nicht in der Arche, in der Rettungsarche waren. So viel zum Noah. Und jetzt habe ich gefunden, muss noch eine Frau her. Als Beispiel für den Glauben. Sarah, die lachende Glaubensheldin. Da lesen wir, und Sarah, Abrahams Frau, die eigentlich unfruchtbar war, glaubte unerschütterlich an Gottes Zusage, dass sie noch ein Kind bekommen würde. Sie wusste, dass Gott alle seine Zusagen einhält. Und tatsächlich wurde sie schwanger, obschon sie dafür schon viel zu alt war. Schauen wir mal ins Alte Testament hinein, was dort über die Sarah steht. Ihr Name bedeutet Fürstin. Wenn der Abraham der Stammvater der Juden, Muslimen und Christen ist, dann ist logischerweise Sarah wenigstens die Stammmutter der Juden und der Christen. Sarah ist die Halbschwester von ihrem Mann Abraham und eine außergewöhnliche Schönheit.
Ich habe da Klammern geschrieben, Miss Orient. Zweimal ist sie drum an einen Königshof gebracht worden. Doch bei aller Schönheit an etwas haben Sarah und der Abraham schwer zu tragen gehabt. Sie können keine Kinder bekommen. Sarah wird nie einen Kinderwagen vor sich herschieben können. Es ist auch klar, dass das Problem bei ihr liegt und nicht bei ihrem Mann. Und darum greift sie ja zu einem Trick, der schon dann gang und gäbe war. Sie hat den Weg von der Leihmutterschaft beschritten. Für das hat sie ihre Magd, die Hagar, auserkoren und die hat den Ismael geboren. Doch wir wissen, der Trick hat Probleme mit sich gebracht, wo wir bis heute dran leiden. Die Geschichte geht weiter. Jahre später bekommen Sarah und der Abraham außergewöhnlichen Besuch. Sarah ist dann 90. Die Männer, 30, unterhalten sich mit dem Abraham und versichern ihm im Gespräch, dass er mit 100 Jahren noch einmal Vater wird werden. Und zwar von einem Sohn, den Sarah ihm wird gebären. Sarah, die das Gespräch heimlich mitverfolgt, muss über diese Ankündigung lachen. Schliesslich liegen die Wechseljahre schon Jahrzehnte zurück. Und dazu kommt, die Bibel ist an dieser Stelle sehr offen, dass sie sich nicht mehr vorstellen kann, mit ihrem alten Abraham noch Sex zu haben. Eine alte Übersetzung schreibt, darum lachte Sarah in sich hinein und dachte, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch Liebeslust beschert bekommen, da mein Herr auch schon greis ist. Also, klare Verhältnis. Vielleicht hat Sarah auch lächeln, wenn sie sich vorgestellt hat, wie sie da noch in Umstandskleider mit 90 das rumläuft. Und tatsächlich, im Alter von über 90 Jahren bekommt Sarah den Isaac. Der Name ist vom hebräischen Wortstamm für Lachen abgeleitet. Und Sarah sagte, Gott hat mir ein Lachen bereitet. Jeder, der es hört, wird mir zulachen. Jetzt wollen wir auch diese Geschichte versuchen, auf uns anzuwenden. Ich freue mich zu sehen, wie der Glaube im Leben von Abraham und der Sarah sich schwer bezahlt gemacht hat. Und zwar schon auf dieser Erde, nicht erst im Jenseits. Weil die Zeiten der Ungewissheit sind sehr schwer zu ertragen. Wir haben vielleicht von Gott her eine Zusage bekommen. Dann aber kommen Zweifel. Habe ich mir das nur eingebildet? Entspringt diese Zusage vielleicht mehr meinem Wunsch, als dass es Gottes Willen ist? Ja, was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Ich glaube, all diese Fragen sind Abraham und der Sarah auch durch den Kopf gegangen. Aber auch wir werden am Ende feststellen, dass Gott alle seine Verheißungen ganz treu einlöst. Und oft noch besser, als wir uns das vorstellen können. Im Herzen können wir schon sehen, was Gott für uns bereithält, auch wenn der Verstand noch abwinkt. Glauben ist eben eine Herzenssache. Und Christentum ist mehr herzenslastig als kopflastig. Und etwas ist mir bei dieser Sarah auch noch aufgefallen, ein Gedanke, der mich eigentlich sehr freut. Nämlich der, dass Gott wegen ihrem Lachen seine Verheißung nicht zurückgezogen hat. Das freut mich. Weil das Lachen von der Sarah könnte man ja als Unglauben auslegen und sagen, ja, wenn du nicht glaubst, dann bekommst du nicht, was Gott versprochen hat. Ja, in unseren Kreisen wird schnell behauptet, dass alles möglich ist, wenn wir nur genug glauben und ja kein Unglauben zulassen. Und dann glauben wir mit ernster Miene wie die Weltmeister
und haben schmerzverzerrte Gesichter wie Sportler, die Höchstleistungen erbringen. Ja, ein zweifelndes Lächeln könnte unsere bisherige Glaubensleistung ja zunichte machen. Meine Liebe, bei der Sarah war es anders. Glauben kann mit einem Lächeln anfangen. Wir kriegen Gottes Verheißungen nicht so schnell kaputt. Ich komme zum Schluss. Wir möchten immer schon den ganzen Weg sehen, bevor wir etwas Neues wagen oder unternehmen. Wir sind getrimmt, ständig auf unseren Verstand zu achten und dem erste Priorität einzuräumen. Und das ist in den meisten Fällen sogar gut, kann uns aber daran hindern, wirklich tolle Erlebnisse mit Gott zu machen. Wenn wir immer schon sehen könnten und auf alle Seiten abgesichert wären, ja, wie könnte sich denn da mein und dein Glauben entwickeln? Wir bitten um mehr Glauben, wie die Jünger seiner Zeit. Hilf uns, dass unser Glaube grösser wird. Und was passiert? Jesus führt uns unbequeme Wege, damit wir lernen glauben. Wir kommen in Situationen, die uns schlichtweg überfordern. Doch er steht darüber. Wenn Gott uns beauftragt, etwas zu tun, einen ganz bestimmten Weg zu gehen, dann übernimmt er auch die Verantwortung, dass es schlussendlich gut rauskommt. Haben wir selber so erlebt, ein tolles Beispiel habe ich euch schon erzählt, mit unserer Ausbildung auf Krishona, die einfach finanziell auch super aufgegangen ist. Was hat eigentlich früher das Schiff ermöglicht, ihren Weg im Meer zu finden? Es war die Fixierung von etwas, das über der Erde gestanden ist. Warum hat ein Kapitän den Weg übers Meer so verfolgen und fahren, als hätte jemand mit einer Kreide einen grossen Strich übers Wasser gezogen? Er hat sich eben nicht an den unbeständigen Wellen orientiert, sondern an den himmlischen Lichtern. Der Kapitän hat seinen Blick nach oben müssen richten, auf die Sonne, auf die Sterne. Und so blickt oder Glauben auf Gott, ohne eine Spur vom Ufer zu sehen, vielleicht ohne Leuchtturm oder sonst einen Weg zu sehen. Und manchmal haben wir tatsächlich den Eindruck, der Weg führt ins Ungewisse, ja in die Dunkelheit, ins Unglück. Aber unser Herr, er hilft weiter und er schenkt uns in solchen mitternächtlichen Stunden auch immer wieder die nötigen Sterne, wo wir uns daran orientieren können. Ja, und jetzt nach der Predigt, die ich mir selber ja auch gehalten habe, getraue ich mich doch, mich auf den Stuhl zu setzen, im Glauben, dass er hebt. Wow, der hebt. Glauben heisst, sich fallen lassen.